Wasserabgabe kommen. Und da bitte ich nochmal ganz intensiv vor allen Dingen die Eltern auf ihre Kinder zu achten, den Frontbereich unbedingt frei halten. Und in einer Phase, die ich gleich ansagen werde, müssten Sie auch hier vorne rechts am Wasserwerfer nochmal zurücktreten, weil wir zu einem Trichter auffächern. Es ist zwar nicht sehr kalt, aber ich denke mal, der ein oder andere möchte seine Rolex doch noch ganz behalten. Wir beginnen mal mit dem Wasserwerfer 9. Er wird jetzt 8 bar eingeben und mit 8 bar Vollstrahl Wasserstöße auf die Wasserfläche abgeben. Wassermarsch. Ja, er geht jetzt mal höher auf 12 bar. Ja, und jetzt gibt er mal Volllast und geht hier vorne direkt an der Keilmauer ins Wasser, damit Sie sehen, wie der Strahl auftritt. Und jetzt demonstriert er nochmal die Reichweite. Ja, danke sehr. Das gleiche machen wir jetzt zunächst mal über Vollstrahltechnik mit dem WW10 bis in die Hohlstrahltechnik gehen. Eine der technischen Varianten, die wir hier haben, ist, dass ich einem Werfer, also einem Strahlrohrführer, beide Strahlrohre auf einmal geben kann und die im Parallelbetrieb laufen. Das tun wir jetzt, weil ich hier auf dem zweiten Werferplatz kommentiere und wir somit die ganze Verantwortung in eine geschulte Hand geben müssen. Wir fangen jetzt auch mal an. Wir haben 12 Bar aufliegen und gehen mal mit der Hohlstrahltechnik, aber im Vollstrahl auf die Wasserfläche. Wassermarsch. Wir bleiben bei 12 Bar, fächern aber jetzt auch in die erste Auffächerung. Dann die zweite. Das ist die Auffächerung, in der wir normalerweise, ich sag mal in Anführungsstrichen, arbeiten. Und wir gehen in die dritte Auffächerung. Das ist jetzt an sich mehr oder weniger nass machen. Wasser halt. So, und jetzt machen wir ganz nass. Denkbar eine Sitzblockade, die trotz mehrmaliger Aufforderung nicht bereit ist, die Straße zu verlassen. Es ist immer ein unschönes Bild, wenn man Gewalt anwenden muss. Und wir sind froh, dass wir dieses Hilfsmittel haben. Wir werden diese Sitzblockade jetzt so durchnässen, dass irgendwann jeder die Lust verliert. Wir haben es mit eigenen Kollegen, die bestimmt nicht gerade die sind getestet, so nach einer Minute spätestens die Lust verliert. Und damit die nicht die Lust verlieren, hier vorne rechts, bitte noch ein bisschen zurücktreten, sonst werden sie nass. Ja, wir werden jetzt bei 16 Bar mal für ein paar Sekunden die Wasserglocke oder den Wassertrichter ausbringen. Wassermarsch. Wasserhalt. Ja, und zum Schluss auch nochmal bei 16 Bar in das Vollstrahlrohrprinzip gehen und auch nochmal die Reichweite und auf geringe Distanz die Wirkung zu demonstrieren. Ja, dieser Wassertrichter, da möchte ich noch 2, 3 Sätze zu verlieren. Die Wirkungsweise ist nicht der Strahl an sich, denn der ist ja nicht mehr vorhanden, sondern dieses weit aufgefächerte Wasser, diese Partikelchen, die erzeugen Atemnot, der Luft den Sauerstoff entzogen, Orientierungslosigkeit und einfach das Gefühl, man ist so nass, man hat keine Lust mehr. Und